Kramse und Jürgen Roth haben sich über ein türkisches Verbot hinweggesetzt und bei kurdischen Stämmen im türkisch-irakischen Grenzland gefilmt. Am Tag der Republik überall in der Türkei zum nationalen Gleichschritt getrommelt wird, müssen auch die Schulkinder mitmarschieren. Es gilt, dem Staatsgründer zu huldigen, Kemal Mustafa Pascha, der sich später selbst Atatürk, das heißt Vater der Türken, nannte. Die Huldigung wird auch denen verordnet, für deren nationale Unterdrückung Atatürk das Symbol ist. Kurdenkinder in Tatvan, mitten im türkischen Teil von Kurdistan, müssen das Bild des Mannes hochhalten, der vorschrieb, dass es in der Türkei nur noch Türken gäbe. Die 8 bis 10 Millionen Kurden dürfen seitdem offiziell nicht mehr Kurden sein. Mit der Demonstration militärischer Stärke beweisen die Türken ihre ungebrochene Machtstellung in Kurdistan. Die Städter und Bauern in der östlichen Türkei sollen sehen, wie sinnlos es ist, sich als eigenständiges Volk der Kurden zu organisieren. Der letzte blutige Beweis für das Funktionieren türkischer Gewaltherrschaft ist noch vielen Kurden in schmerzlicher Erinnerung. 1938 endete in der Provinz Dersim der bisher größte Kurdenaufstand. Mit Massenmord und groß angelegten Verschleppungsaktionen versuchte die türkische Regierung, die Forderungen der Kurden nach nationaler Autonomie zu begraben. Einer, der dabei war und überlebte. Damals hatten die türkischen Soldaten alle Bewohner der umliegenden Dörfer zusammengetrieben und nicht weit von hier regelrecht geschlachtet. Danach haben sie die Leichen in den Fluss geworfen. Es waren so viele Leichen, dass der Fluss rot vor Blut war. Sie machten überhaupt keinen Unterschied zwischen Männern, Frauen und Kindern. Wen sie fangen konnten, der wurde getötet. Und wenn die Frauen schwanger waren, haben die Soldaten mit Bajonetten die ungeborenen Kinder aus den Bäuchen herausgeschnitten. Aber am Latsche-Fluss hatten die kurdischen Partisanen sich auch gewehrt und dabei 300 bis 400 Soldaten der türkischen Armee getötet. Später, nach den Massakern von 1938, wurde diese Region zum verbotenen Gebiet erklärt. Alle Kurden, die die Massaker überlebt hatten, wurden zwangsevakuiert und in den Westen verschleppt. Als später die Kurden wieder zurückkehren konnten, hat sich die Regierung kaum um den Wiederaufbau des zerstörten Gebietes gekümmert. Das ist die Wahrheit, die man hier nicht aussprechen darf. Euch können wir das ja erzählen. Wenn ihr die Berge und unser Land verlassen habt, seid ihr frei. Wir aber müssen hier bleiben. Uns kann man jederzeit verfolgen. Bei den Massakern in Dersim sind etwa 50.000 Kurden ums Leben gekommen. Über 100.000 wurden deportiert. Ein Stück Vergangenheit, das auch die Regierung in Ankara nicht vergessen hat. Erst im Herbst 1978 probte die türkische Armee bei dem Manöver Kanatle 78 die Niederschlagung eines kurdischen Aufstandes. Parolen an Hauswänden zeigen, dass die Bevölkerung die kurdische Identität auch in 40-jährigem Schweigen nicht aus dem Bewusstsein verlor. Niemand hat vergessen, dass er Kurde ist. Viele aber trauern um ihre Nationalität. Zeit zum Trauern gibt es genug, denn die Arbeitslosigkeit ist hoch. Auch wenn das kurdische Dersim nur noch unter dem türkischen Namen Tunceli registriert werden darf, die Bewohner sind Kurden. Und sie sind es mit größerem Stolz, mit größerem Eigensinn, mit größerem Widerstand, als jeder türkischen Regierung recht sein kann. Nirgendwo sonst in der Türkei werden die Forderungen nach Anerkennung einer kurdischen Nation so laut gestellt wie in Tunceli.
Im offiziellen Sprachgebrauch heißen die Kurden Bergtürken. Und fragt man, was damit gemeint ist, erhält man die klare Antwort, das sind unzivilisierte Menschen zweiter Klasse. Menschen, die Zeit haben, über ihr Schicksal nachzudenken. Aller kurdischen Männer sind arbeitslos. Warum? Nur um in Ruhe Tee zu trinken und Karten zu spielen? Gibt es keine Arbeitsplätze, weil Kurdistan von Natur aus so arm ist? Kann das Land nicht wie der westliche Teil der Türkei wirtschaftlich entwickelt werden? Kurdistan ist keineswegs so arm wie die Menschen, die dort leben. Und es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis die Männer in den Teestuben von Tunceli und anderswo sich nicht mehr mit diesem Zustand abfinden. Kurdistan ist das von den Kurden besiedelte Gebiet Vorderasiens. Es umschließt große Teile der Türkei, des westlichen Iran, des nordöstlichen Irak und nördliche Teile Syriens. Unsere Reise führte durch den türkischen Teil von Kurdistan in eine Region, in der noch nie ein ausländisches Fernsehteam filmen durfte. Auch unsere Reise war ausdrücklich verboten worden. Sie fand trotzdem statt, unter schwierigsten Bedingungen. Wir fuhren von Tunceli über die heimliche Hauptstadt der Kurden, Diyarbakır, nach Kulp. Von dort ging es über Tatvan und Özalp nach Beit Tüşebab, direkt an der irakischen Grenze. Die Kurden sind ein Volk mit einer langen Geschichte. Schon 1000 vor Christus wurden sie zum ersten Mal als Bewohner des Gebietes erwähnt, in dem sie noch heute leben, während die Türkenvölker der Seldschuken und Osmanen erst im Laufe des 11. Jahrhunderts in das Gebiet der heutigen Türkei eingewandert sind. Im Mittelalter entstanden neben den unabhängigen Kurdenstämmen selbstständige Fürstentümer. Einen eigenständigen kurdischen Staat aber hat es nie gegeben. Die Stämme, so steht es schon in einer alten Chronik, halten nicht zusammen. Keiner will dem anderen gehorchen und untertan sein. So wurden sie ein leichtes Opfer osmanischer und persischer Herrscher, die im 17. Jahrhundert Kurdistan zum ersten Mal aufteilten. 1920 einigten sich die damaligen Besatzungsmächte Frankreich und Großbritannien auf eine endgültige, noch heute bestehende Teilung. Kurdistan wurde zwischen dem Irak, Syrien und der Türkei aufgeteilt, die wenig später selbstständige Nationen wurden. Seitdem sind die Kurden eine ungeliebte Minderheit in diesen Ländern. Heute ist Kurdistan fast vergessen, ein wildes Land hinter abgelegenen Bergen. Hier leben viele Bauern, wie schon ihre Vorfahren vor Hunderten von Jahren, abseits jeder Zivilisation, ohne jeden Hinweis, dass es jemals einen gesellschaftlichen Fortschritt gegeben hat. Sonne und Mond sind die Uhrzeiger, das Blöken der Schafe oder das Meckern der Ziegen, die monotonen Lautsprecher ihrer Einsamkeit. Zehntausende solcher Bauern leben mit ihren 10 bis 15 Personen großen Familien hinter den Bergen. Sie leben von Schafzucht und sonst fast gar nichts. Die Kinder gehen nicht zur Schule. Hinter den Bergen gibt es keine Schulen. Schon früh aber haben die Kinder gelernt, sich zu fürchten. Angst zu haben vor den mächtigen Türken, die ihre Soldaten, die Gendarmas, immer wieder in die Berge schicken, um die Kurden einzuschüchtern. Gendarmas kommen angeblich auf der Suche nach Schmuggelgut oder Waffen. In Wirklichkeit sollen sie den Kurden deutlich machen, wer der Herr in der Türkei ist.